Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung einen neuen Kampf für Vera Weber, einen herausfordernden Kampf für Hans-Peter Wenger, eine theatralische Herausforderung für Thea Bravand. Bevor wir jetzt aber zu unseren 3 Beiträgen kommen, gebe ich zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom heutigen Tag. Daniel Schaffer wird CEO der BLS. Der CEO von Energiewasser Bern übernimmt im Herbst die Leitung des Berner Verkehrsunternehmens. Der interimistische CEO, der Dirk Stahl, wird sein Stellvertreter und er wird wieder vollamtlich die BLS Cargo AG leiten. Die Maternité Alpine kämpft um ihr Fortbestehen. Das Geburtshaus Maternité Alpine in Zusimmen ist erst vor 4 Jahren gegründet worden. Und trotz grosser Nachfrage und Beliebtheit der Region ist das Fortbestehen der Genossenschaft nächstes Jahr ungewiss. Ein Crowdfunding soll Abhilfe schaffen. Vera Weber, Präsidentin der Fondation Franz Weber, kennt man im Berner Oberland besonders wegen ihrem Kampf für das Grand Hotel Giesbach in Brienz. Jetzt hat sie einen neuen Kampf aufgenommen, und zwar in Bern. Dort sollen nämlich am Hirschengraben 25 alte, grosse Rosskastanien gefällt werden, um Platz zu schaffen für einen neuen Eingang zum Bahnhof am Bubenbergplatz. Das will sie mit der Fondation Franz Weber verhindern. Meinem Kollegen Patrick Schmid hat sie erklärt, wieso. Es ist ein wunderbarer Park mit 25 altehrwürdige, geschützte Bäume. Es ist voller Leben, voller Biodiversität. Insekten und ganz viele Vögel leben in diesen Bäumen und die gilt es unbedingt zu schützen. Am 7. März gibt es eine Abstimmung in der Stadt Bern, um eben diesen Kredit der SBB zu genehmigen oder abzuschießen. Und wir hoffen natürlich, dass die Stadtbevölkerung Nein sagen wird zu diesem Kredit und somit werden diese Bäume geschützt und gerettet. Jeder alte Baum hat eine ganz große Aufgabe im Klimaschutz natürlich, im Stadtklima, im CO2-Umwandeln. Es ist ganz wichtig, dass wir in der Stadt viele alte Bäume haben, weil wir wissen, die Städte werden immer heißer, immer wärmer und diese Bäume geben uns den nötigen Schatten und die nötige Frische, die wir brauchen, damit wir überhaupt noch überleben können in diesen Städten. Solche Bäume sind ja um die 100 Jahre. Es braucht so lang, bis ein junger Baum eben so groß und so schattig und so wichtig wird für die Biodiversität. Also man müsste wirklich jeden alten Baum bis zum bitteren Ende schützen und wirklich in äußerster Not erst so einen Baum fällen. Aber neue Bäume, kleine Bäume, junge Bäume brauchen eben 50 oder 80 oder 100 Jahre, bis sie diese Aufgabe übernehmen können, die ein alter Baum hat. Nicht für den Erhalt von Bäumen, aber für den Erhalt von seiner Seilbahn kämpft der Hans-Peter Wenger, der Verwaltungsratspräsident der Bergbahn Meiringen-Hasliberg. Die Verbindung zwischen Meiringen und Hasliberg-Reutti, wo wir hier im Hintergrund die Talstation sehen, soll nämlich grundlegend erneuert werden. Das ist notwendig nach 48 Betriebsjahren, betont Hans-Peter Wenger im Gespräch mit meiner Kollegin Jocelyn Page. Wenn wir gerade bahnseitig anfahren wollen, machen wir einen neuen elektromechanischen Antrieb, neue Tragseile und beide Gondelbahnen restaurieren, respektive Pendelbahnen. Und dann sieht das nachher aus wieder wie neu. Wir machen eine neue Talstation und eine neue Bergstation, also wir sind die alten frisch verkleidet. Und Toilettenanlage, einen neuen Schalter zu Meiringen und 2 neue Skireime machen wir. Und wieso tut ihr da unten noch so gross umbauen? Was ist der Zweck? Ja, das ist jetzt bald 50-jährig, ist schon ins Alter gekommen und ist hier nicht mehr der heutigen Zeit nicht mehr beanspruchen. Darum machen wir das jetzt und ist sicher sehr wichtig. Wir wollen wieder auf dem neuesten Stand sein, wir wollen vorwärts kommen und nicht zurückschauen. Das bringt uns weiter. Und wie viel tut ihr da insgesamt investieren? Ja, total kostet es gut 6 Millionen. Aber das ist sicher auf die Zeit sehr gut investiertes Geld.
Von der rauen Wirtschaftswelt wechseln wir auf die Bretter, die die Welt bedeuten, ins Theater. Dort spielt Thea Bravant eine Hauptrolle. Allerdings nicht auf der Bühne, sondern hinter den Kulissen. Mit ihrem Kleider- und Kostümverleih sorgt sie dafür, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler auch gut aussehen. In ihrem Atelier kann man eine Zeitreise machen. Und mein Kollege, der Patrick Schmid, hat sich auf so eine Zeitreise gemacht und ist in der Belle Époque gelandet. Viel länger war das Mode. Das ist ja klar, oder? Das hat sehr viel mehr gekostet im Verhältnis zu der heutigen Zeit. Oder? Und nachher waren die auch viel robuster, die Kleider. Darum leben die noch heute. Wenn ihr könntet zurückgehen in die Zeit, würden ihr auch so in die Zeit um 1900 herum? Warum nicht? Doch, gern. Das würde ich machen, aber dann nur vorübergehend natürlich. Die Kleider, die man dann angehabt hat, sind die praktisch aus heutiger Sicht? Weniger einfach anzulegen als heute, oder? Aber praktisch nicht unbedingt. Es hat viel mehr Häkchen und Drucke und so Zeug gehabt. Also von dem her hat es länger gedauert, wenn man sich angelegt hat als heute, oder? Nebst den Kleidern, was würde euch in der Belle Époque am besten gefallen in dieser Zeit? Kutschen. Mit der Kutsche können fahren und mit den alten Schirmen und so. Und das würde mir schon sehr gut gefallen. Und die Anlässe, die sie hatten mit diesen Kleidern, das war gediegen einfach. Ganz anders als heute. Man hat sich Mühe gegeben für die Kleidung und alles. Heute hat man zack, ja, ein paar Minuten und damals hat man sich einfach richtig Zeit genommen, für sich anzulegen. Das war es schon wieder vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Gerade im Anschluss seht ihr bei den Kollegen vom Wetter, ob sich ein Ausflug mit der Seilbahn das Wochenende lohnt oder nicht. Ich wünsche euch jetzt schon eine gute Zeit und einen geruhsamen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihre Jungfrau-Zeitung Wetter für das Berner Oberland. Herzlich willkommen. Ja, nach letzten Auflockerungen heute am Morgen war es ganztags bewölkt und es hat auch ein bisschen Schnee gegeben. Am morgigen Samstag liegen wir nach wie vor am Südrand von einem kräftigen Hoch im Bereich von einer Beisenströmung. Auf diesem Weg gelangt ein Schub noch älterer, aber auch trockener Kontinentalluft in Alpenraum. Einzig in den unteren Niveaus gibt es noch ein bisschen Feuchtigkeit in Form von Hochnebel. Am Sonntag ändert sich an der Grosswetterlage dann wenig. So starten wir den morgigen Tag zuerst mit Hochnebel. Oberhalb von etwa 1300 bis 1500 Meter ist es aber schon meistens sonnig. Und dazu ist es eisig kalt mit -5 Grad um den Brienzer und Thunersee. -10 Grad sind es in Adelboden. Am Nachmittag haben wir von Nord her zunehmend Sonne. Dazu bleibt es frostig mit -3 Grad in Grindelwald. -2 Grad sind es in Meiringen. Ja, am Sonntag haben wir wieder Hochnebelfelder rum, sonst gibt es aber viel Sonne. Am Morgen ist es noch klirrend kalt und tagsüber liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Montag haben wir viel hohe und mittelhohe Wolken. Dazu gibt es nur diffusen Sonnenschein. Nach einem frostigen Morgen liegen die Höchsttemperaturen bei etwa 2 Grad. Am Dienstag ist es dann oft bewölkt, aber meistens trocken. Und am Mittwoch wird es stark bewölkt und zeitweise nass. Schnee gibt es aber eine Höhe von 1000 bis 1500 Meter, bevor es dann am Donnerstag einen Mix aus Sonne, Hochnebelfelder und ein paar Wolken gibt, bei maximalen 6 bis 7 Grad. Das war es von eurem Jungfrau-Zeitung Wetter für das Berner Oberland. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend.